Hallo zusammen, da ist der Colosso. Heute mal wieder mit etwas anderem. Und zwar wird das hier das letzte Video sein für ein Zeitchen. Aus dem ganz einfachen Grund, dass ich wieder die RS müssen absolvieren. Für die es interessiert, ich bin in Emmen stationiert. Also wenn jemand dort vielleicht in der Nähe ist, sieht man sich ja eventuell mal. Ja, aber das erste Mal dazu. Jetzt, also euch nicht fragen, was ihr da im Hintergrund seht, weil ich kein anderes Video mehr gehabt habe. Und ich dachte, ja komm, nimmst jetzt einfach das. Das ist das Monster, das meine Stadt im SimCity angegriffen hat. Aus dem einzigen Grund, um mich Güssel fressen. So. Jetzt, wie sieht das aus mit YouTube und wie gesagt, es werden keine Videos mehr kommen oder nur vereinzelt in dieser Zeit, bis dann der fertig ist in gut 21 Wochen. Ja, ich hoffe, ihr bleibt aber alle bei mir abonniert, damit ihr auch nachher wieder schöne Videos euch reinziehen könnt, so wie es sich auch gehört. Und dann habe ich gedacht, ja, als kleiner Abschied könnte ich ja nochmal etwas Lustiges machen. Und die meisten von euch werden ja wohl das 200 Abo-Special damals gesehen haben vom Soti Arts, von dem ich ja auch noch einen Remix gemacht habe. Falls nicht, sehen Sie sich doch mal schnell rein. Link ist hier irgendwo auf dem Bildschirm oben, plus in der Beschreibung für die auf dem Handy unterwegs sind. Euch haben wir natürlich auch gedacht. Und ja, ziehen euch zuerst das Video rein und dann jetzt nachher meine Parodie, die da noch hinten nachgeschoben wird. Ich hoffe, ihr habt viel Spass daran. Ich hoffe, man sieht sich dann wieder später. Und bis dann, schön zusammen. Hallo zusammen, hier ist wieder euer Colosso aka Marcel und heute zeige ich euch, wie ihr könnt ein Schnitzel machen, ein Bullenschnitzel in der Pfanne. Wie ihr seht, habe ich bereits ein bisschen Bratbutter in die Pfanne rein da. Und das habe ich jetzt heiß gemacht. Und jetzt, um das Bullenschnitzel zu machen, nehme ich es hier aus dem Pack raus. Ihr seht, rühre es ins warme Öl, das fängt bereits an zu verbrutzeln. Und weil wir heute gängig mehr Hunger haben, tun wir noch das Zweites drin. Das kommt sicher sehr gut. Und wie ihr seht, das brutzelt jetzt schon recht in dieser Pfanne rein. Und dann geht es nachher gerade weiter. Also, da sind wir wieder zurück. Und jetzt, wie ihr seht, tue ich die Schnitzel wenden zum ersten Mal. Und ihr seht, sie sind schön goldbraun angebraten. So wie das sollte sein. Wunderschön. Jetzt machen wir dasselbe noch einmal auf der anderen Seite, damit sie auch auf beiden Seiten einigermaßen gleich aussehen. Anrichten zu diesen Schnitzeln könnte man jetzt natürlich gerne auch Pommes frites, aber ich mache sie eben mit einer Cornflakes-Garnitur und darum nehme ich Cornflakes dazu. Also wir sehen uns gerade zum nächsten Schritt. Wenn ihr eure Schnitzel gut angebraten habt, dann könnt ihr die Temperatur ein bisschen abstellen, damit sie sich nicht verbrennen. Und dann könnt ihr mit der Garnitur anfangen. Ich nehme jetzt hier ein schönes frisches Brot, das ich heute gekauft habe, im Spar. Jetzt wird es natürlich schwierig mit dem Schneiden. Ich stelle mal schnell die Kamera an. Ich hoffe, es geht. Dann schneiden wir das Brot ab, oder? Dann könnt ihr auch noch das Handy am Boden rühren. Das ist auch eine ganz gute Idee. Wenn ihr das gemacht habt, dann könnt ihr hier ein bisschen Ketchup drauf tun. Das kommt ihr in jedem Laden über. So. Dann da gehen auch noch ein bisschen. Voilà. Dann müsst ihr halt die Herdplatte abstellen. Das Schnitzel aufladen. Draufrühren. So, wunderschön. Das zweite Schnitzel auch noch gerade. Oh, sorry, habe ich noch in der App gefilmt. Ja. So. Und dann Deckel drauf. Fertig, voilà. Schnitzel Special.